Oh mein Gott, Freunde, hier im Ameisenhügel ist ja die Hölle los. Wieder angreifbar. Ja, ich merke schon. Hulkbuster, das viel bringt bei dem. Na komm, wir gehen Flugmodus über. Ein Typ überhitzt ja alles. Oh Mann. Oh oh, ich überhitze auch. Alter! Ich verzieh mich und tschüss! Ja, vielleicht bringt das auch was bei dem. Scheiß Laser da vorne. So. Das an der Seite schon mal durch. Er bäumt sich auf. Was du nicht sagst, Schau, ist jetzt gar nicht gesehen, wenn du nichts gesagt hättest. So, aber eigentlich ist das Vieh ja relativ leicht zu besiegen. Wenn er mich mal trifft, dann macht jetzt nicht so viel Damage. Schießen die alles auf mich? Wow. Achtet auf eure Augen! Er ist wieder unten. Auge anvisieren. Da hast du's, Aim! Sir, ich orte eine enorme Teleport-Signatur. Ach, verdammt! Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort! Das glaube ich nicht. Hank, einsatzbereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich. Unglaublich. Es hat geklappt. Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Das war cool. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten PIM-Partikel zur Chimera transportieren. Danke, Doc. Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Ja, wäre sicher nicht die dümmste Idee. Oh, legendär. Das lobe ich mir. Noch ein paar Mal mehr boosten. Jo, das wird geil. Das wird geil. Lalala. Episch, kann der noch weg. Dann haben wir noch 2 seltene. Ja, warum nicht? Das Ding kann noch ein bisschen boosten. Ja, 30 ist eine hübsche Zahl. So, was haben wir hier Schönes? Ich sehe da einen 16er, der mir aber nicht viel bringt. Also weg. Der 14er bringt gar nichts. Auch weg. Der 14er, ja, der 17er, okay.
Selten, ungewöhnlich, ungewöhnlich. Da geht es auf 12, aber warte mal. Pimpartikel Wandler. Es leben die Pimpartikel, wa? So. Dann haben wir hier. Ne, noch 3-mal boosten. So, dann geht's so das Wahre. Kannst du ein paar Mal boosten. Sehr gut. Da können wir auch noch bis auf 14 hoch. Laser jetzt einmal noch. Dann haben wir hier. Da muss auch noch weg. Wir haben jetzt generell jetzt nicht so geile Dinge. Oder noch nicht. Das kommt ja hoffentlich noch. Kann trotzdem mal den ausrüsten. Jo. Gefällt mir, Freunde. Gefällt mir. Wieso plötzlich Tor im Team war, obwohl ich eine Tasche ausgewählt habe, das ist mir noch nicht so ganz klar. Hier sind die Partikel von Dr. Pym. Viel Glück, Iron Man. Danke. Ich werde es brauchen. Was genau ist dieses Starboost-Ding? Komm ins Tech-Labor, Kleine, und sieh's dir selber an. Sieht aber wieder relativ gut aufgeräumt aus, so wie es aussieht. Wieder mit Shield-Action und so. Du hast eine echt heftige Mission vor dir, Tony. Für eine Panikattacke währenddessen reicht mein Mut. Aber es ist bestimmt alles perfekt eingestellt. Bestimmt? Sorry, das kam falsch rüber. Ich wollte sagen, dass alles klappen wird. Danke für die Sorge, Ned. Ja. Das wird schon, Freunde, das wird schon. Was sind das vom Ameisenhügel? Weiß gar nicht von der Resistance. Egal. Bruce, redest du nicht mehr mit mir? Kamala, eventuell. Also entweder friert sie oder sie hat Angst. Naja. Viel Glück, Tony. Danke, Ned. Tony, was hast du vor? Ach so. Rocketman. Alle bisherigen Tests waren Fehlschläge. Aber mit dem neuen Miniaturbeschleuniger habe ich eine Chance. Sieht fantastisch aus. Weil sie fantastisch ist. 1,4 Milliarden Dollar pure Eitelkeit. Vielleicht verbrenne ich beim Start, aber es wird verdammt gut aussehen. Alle Systeme im grünen Bereich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Ein großer Sturm liegt direkt auf Ihrer Flugroute. Wenn es regnet, dann schüttet es. Tja, aber wir können nicht länger warten. Tony, ich habe dir zur Anregung etwas Musik hochgeladen. Oh nein. Keine Angst, ist nicht meine. Du schaffst das. Danke, Kleine. Okay. 3, 2, 1. Tony, du fliegst direkt in das Sturmsystem. Ich seh's, Kleine. Nach rechts. Aber es gibt kein Zurück mehr.
schon! Nach links. Die Musik ist geil. Ich habe ein bisschen Mühe, mich aufs Fliegen zu konzentrieren. Ja, hallo? Verdammt, der Sturm hat meine Systeme gegrillt. Kamala, Jarvis, seid ihr noch da? Ich krieg hier Kurzschlüsse, Leute. Jarvis, Kamala. Jarvis, ich brenne. Booster abwerfen. Ich muss es manuell machen. Das war knapp. Oh, Scheiße! Verdammt! Kaum noch Saft in den Repulsoren. Hoffentlich wimmelt es hier nicht von Wachen. Jo, sonst hätte es ein Problem. Okay, mal sehen, was wir haben. Moment mal. Das ergibt keinen Sinn. Regenerative Formel. Das erklärt Haltens riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Kein Stress. Rette den Inhuman. Keine regenerative Formel mehr, keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Glückwunsch. Ich bin dann auch ein bisschen zwiegespalten. Ah, ja, doof. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Warum auch? Also meinen Sie ihn hier erwarten, das ist sowas von unwahrscheinlich. Voller Weltraumstaub. Hier gibt's extrem wenig Fußgänger. Wen wundert's, Tony? Etwas, was man ausrüsten könnte. Der Kosmetik. Was steht denn da jetzt bei Kosmetik? Hä? Ernsthaft nicht verfügbar. Versuche später nochmal. Naja. Moment, das war der hier, war. Ja gut, ist zwar ein seltener, aber... Nö. Fähigkeiten, du hast... Ich dachte mal schon, nicht noch irgendwie irgendwann mal einen Punkt zumindest. Viereck gedrückt halten. Okay, da wäre eine Option. Ausrüsten Laser. Ja, dann müssen wir ihn erstmal ausgerüstet haben. Spezialisierung. Haben wir auch schon lange nicht mehr angeguckt. Meisterschaften. Na gut, primär doch irgendetwas Primäres. Drücke während des Sprints. Noch Puls und ja, warum nicht?
Ich weiß noch nie, aus komme ich eigentlich, aber ich wollte gerade wissen, was das hier eigentlich sein soll. Egal. Na dann, es geht nur aufwärts. Jetzt noch die nächste Tür hacken, ohne jemanden aufzuwecken. Entschuldigung! Ich habe ein bisschen Schiss davor, wenn ich hier tatsächlich irgendwie einen Einzelkampf bestreiten müsste. Ja, und demnach oder danach sieht es leider ein bisschen aus. Wo ich die ja wie gesagt eigentlich noch nicht upgraden will. Beziehungsweise weiter upgraden will. Na gut. Gehen wir es an. Nicht autorisierte Lebensform geortet. Oh, hey, du meinst mich? Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Ich zwar auch nicht, aber offenbar kommen wir trotzdem weiter. Oh ne, erst hoch, jetzt runter. Und halten, ey. Die Architektur hast du auch nicht studiert, wa? So, machen wir die noch ganz kurz. Komme ich eh nicht an. Do not push. Ja, dann push ich halt nicht. Der Nein. Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie Dinge drin zu halten, anstatt draußen. Der Großteil der Energie hier wird in den Raum da geleitet. Alles durchaus faszinierend. Da ist sie. Bingo. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein. Das wirkt so gar nicht ominös. Oh mein Gott. Cap. Oh, bitte sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Tony, was ist... Was ist das alles? Wo bin ich? Tony? Umarmst du mich etwa? Was? Nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Naja, Also ich dachte das... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Das ergibt keinen Sinn.
Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja, schon okay. Mir geht's gut. Und los. Genau das ist mein Cap. Komm. Okay. Was ist der Plan? Also wir finden eine Rettungskapsel und retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ja. Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh, also Saltosprung. Drück in der Luft X, um einen Saltosprung auszuführen, bis zur Landung zu vergrößern. Ernsthaft? im Weltraum. Mein Gott. Das war kein Witz. Nein. Ja, Doppelsprung in der Luft ist gar kein Problem für Captain America. Alter, er lebt doch noch, er war hier oben gefangen, aber warum da dann Tony anhand der Daten, die er hier gefunden hat, dass da eigentlich ein Inhuman eingesperrt sein müsste? Und warum hat warum, erstens eben, wie hat er überhaupt überlebt, der gute alte Steve Rogers alias Captain America? Warum hat Talton hier gefangen gehalten? Oh Mann, ich glaube, dies und vieles weitere werden in der nächsten Folge rausfinden, Freunde, weil ganz ehrlich, das ist jetzt so episch, der muss jetzt einfach hier einen Cut machen. Da wird garantiert noch was passieren, vor allem, da wir jetzt wieder Steve steuern können. Das wird ein Battle ausarten, aber er war eigentlich bis jetzt noch in einer Art Kryoschlaf und so und oh mein Gott, ey. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.